Baden beteiligt sich am Feldzug gegen die Osmanen. Aber Kaiser Leopold I. hält sich fern von Wien. Er hat Karl von Lothringen zum Feldherrn der Habsburger gemacht. Dieser kam auf die geniale Idee, die Türken von den Wiener Höhen aus anzugreifen. Aber nicht er erhält den Oberbefehl, sondern Jan Sobieski. Urheber des Schlachtplans ist letztendlich der polnische König Jan Sobieski. Der Plan entstand jedoch in Zusammenarbeit mit Karl von Lothringen, der bereits die Strategie für die Aufstellung der Heeresgruppen entwickelt hatte. Das Kommando über die verbündeten Armeen bekam dann Sobieski, weil er die größten Erfahrungen im Kampf mit den Tataren und den Türken hatte. Schon im Frühjahr 1683 hatte Österreich ein Bündnis mit Polen geschlossen. Als die Türken vor Wien stehen, ist der Bündnisfall eingetreten. Nicht nur Baden, Bayern und Sachsen treten der Heiligen Liga bei, auch Venedig und der Papst unterstützen die christliche Allianz. Nur Frankreich nicht. Ludwig XIV. Hofft auf eine Schwächung der Habsburger. Versuche, Bündnisse der christlichen Staaten gegen das Osmanische Reich zustande zu bringen, gibt es eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert, die alle letztlich daran gescheitert sind, dass jeder Staat in Europa froh war, wenn es diesmal nicht ihm gegolten hat, sondern einem anderen Staat. Und außerdem hat man diesen Bündnissen auch ein bisschen misstraut. Daher ist es wirklich eine große Neuerung und eine sozusagen sensationelle Neuerung, als 1683 diese Heilige Liga zustande gekommen ist, auf Vermittlung des Papstes Innozenz XI. Er sorgte für die Finanzierung des christlichen Feldzuges. Das Signalfeuer auf dem kahlen Berg ist den Wienern eine Hoffnung, den Türken eine Warnung. Sie müssen jetzt an zwei Fronten kämpfen, in den Gräben vor Wien und gegen die Truppen der Heiligen Liga in ihrem Rücken. Der 12. September ist der Tag der Entscheidung, auch für Kara Mustafa. Die Zeit des Angriffs ist gekommen. Wir werden diese Ungläubigen in ihre Hölle schicken. Zieht nur einen Teil der Truppen aus den Gräben ab. Die Janitscharen sollen die Stellung vor den Wällen halten. Die Mine soll noch vor dem Abend gezündet werden. Allah wird unsere Feinde vernichten! Noch in der Nacht des 12. September zieht Kara Mustafa seine Janitscharen aus den Laufgräben vor Wien ab. Doch nicht alle. Seine Berater widersprechen. Er solle die gesamte Elitetruppe dem alliierten Heer entgegenwerfen. Er solle die Streitkräfte konzentrieren. Doch der Großwesir will die Entscheidung nicht in offener Feldschlacht, sondern im Kampf an der Bresche und hält daher den Großteil der Janitscharen für den Sturm auf Wien bereit. Ihnen wurde von Kindheit an militärische Disziplin eingedrillt. Janitscharen sind außerdem todesmutig, weil sie nicht viel zu verlieren haben. Sie können keine Familie gründen, haben damit keine Kinder, sind eigentlich nur ihrem Korps verpflichtet und als solche eine eingeschworene Gemeinschaft von Elitesoldaten. Das sind alles Elemente, die diese Truppe zu einer besonders gefürchteten und besonders effizienten Einheit gemacht haben. Im Gleichschritt, Marsch! Nachdem ich den Hilferuf überbracht hatte, begann das Heer mit den Vorbereitungen zur Schlacht. Aber die polnischen Kontingente hatten immer noch nicht ihre Stellungen erreicht. Trotzdem machte Sobieski den Heerführern Mut. Meine Generäle, heute stoßen wir bis zum Lager der Türken vor. Und morgen werden wir die Entscheidung suchen. Wir werden die Türken überraschen. Sie haben sich in unsere Richtung nicht verschanzt. Wir werden also kaum auf konzentrierte Kräfte stoßen. Und da ich Ihre Tapferkeit kenne, bin ich guten Mutes. Meine Herren, erwarten Sie keine weiteren Befehle von mir. Gott wird uns führen. Wir sollten ihn gemeinsam um seinen Beistand bitten. Dann kam eine Nachricht, die alles beschleunigte. Eure Exzellenz, meine Offiziere melden den ersten Angriff der Türken. Gott sei mit euch. Am Morgen des 12. September stehen erst zwei Heeresflügel gegen die Osmanen und ihre vorgeschobenen Bataillone am kahlen Berg.
Armeen kämpfen im 17. Jahrhundert generell in kompakter Aufstellung, in wohlgeordneter Aufstellung. Gegen die Türken legt man sozusagen noch eines nach. Man hat Angst vor der zahlenmäßigen Überlegenheit der Türken und vor allem vor ihrer zahlreichen Reiterei und schließt sich daher meistens noch enger zusammen, wenn es gegen die Türken geht. Das heißt, noch tiefere Aufstellung. Man setzt vor allem auch auf die Feuerkraft, nicht so sehr auf die Blankwaffen, um sich durch geschlossene Feuerlinien sozusagen die Türken vom Leib halten zu können. Am 12. September wird der kahle Berg mit seinen Weingärten für den Heurigen zum Schauplatz der Weltgeschichte. Ehe er in die Schlacht geht, lässt der tiefgläubige Sobieski frühmorgens noch eine Feldmesse auf dem kahlen Berg lesen. Auch die Allianz führt einen heiligen Krieg. Nicht für König und Kaiser, für Gott gehen wir in die Schlacht, hatte Sobieski am Morgen seinen Truppen verkündet. Karl von Lothringen ist zum Kampf gegen die Türken entschlossen. Mit seinen Einheiten will er den Kampf eröffnen, auch ohne die Polen. Mit nur wenigen Infanteristen stürmen die Kaiserlichen gegen die vorderen türkischen Linien. Im ersten Treffen gelingt es den Kaiserlichen unter Karl von Lothringen, die vorgeschobenen Einheiten der Türken bis auf ihre Hauptkampflinie zurückzudrängen. Doch dort steht ihnen das überlegene Heer der Osmanen gegenüber. Ohne das Heer der Polen war Wien nicht zu befreien. Das wusste man auch im Lager der Türken. Kara Mustafa musste Wien erobern, bevor Sobieskis Truppen in den Kampf eingreifen konnten. Auf meinem Rückweg in die Stadt suchte ich im Lager der Türken so viel wie möglich zu erkunden. Alles war in ungewohntem Aufbruch. Ich schnappte auf, dass auch die osmanischen Truppen der Belagerung überdrüssig waren, befohlen weiterzukämpfen. Er wollte noch am heutigen Tage die Hauptmine zünden und dann den Generalsturm wagen. Alle schienen sicher, Wien würde heute genommen. Ich sah christliche Verbündete der Osmanen beim Morgengebet. Sie ließen sich segnen vor der entscheidenden Schlacht. Auch für mich bestand kein Zweifel. Heute würde so oder so die Entscheidung fallen. Die Stärke des osmanischen Heeres ist in einer Musterungsliste enthalten. 168.000 Soldaten stehen vor Wien, aber mit nur 5 Mörsern und 112 Kanonen leichteren Kalibers. Deshalb setzt Kara Mustafa nicht auf die Artillerie, um den Weg in die Stadt freizuschießen. Er baut auf seine Minierer. 5.000 an der Zahl. Durch den Ausbau und die Modernisierung von Festungen war es aber bald nicht mehr möglich, dass man alleine mit Belagerungsartillerie diese Breschen schießen konnte. Wien galt als eine der modernsten Festungen in Europa und dementsprechend musste auch ein anderes Kampfmittel zum Einsatz kommen. Die Osmanen galten insbesondere im 17. Jahrhundert als die Fachleute, was den unterirdischen Minenkrieg betraf, und sie setzten dieses Kampfmittel auch vor Wien erfolgreich ein. Die Türken graben sich unter dem äußeren Festungsring durch und sprengen die vorgelagerten Basteien. Mit jeder Mine kommen sie dem Hauptwall näher. Ein ganzes System unterirdischer Gänge treiben die 5000 Mineure voran, um unter den Festungsmauern Minenkammern anzulegen.